Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn aufpenzig. Und jetzt gehen wir nochmal runter hier in der Hafen und gucken, was es hier für schäbige Aufgaben für uns gibt. Anomen, du gehst vor. Ich bin dabei. Und, was gibt's hier? Was gibt's denn hier Gutes? Ja? Hier gibt's eine Nuke, eine Make, eine Täter-Retter-Tag. Ich habe gute Augen. Das ist ein großartiger Abend, um in der Docks zu sitzen, wo der Gestank von der Fisch in der Reihe wirkt. Ihr müsst Abdelatrian sein, derjenige, der den Aran ausgesandt hat. Ja, so ist es. Und ihr müsst wohl die Mook sein. Das bin ich. Verdammt gut, ihre Gedeckung zu haben. Ich hab von euch gehört. Habt euch einen Namen als Abenteurer gemacht. Ja, genug von schöner Rede. Lassen uns mal zum Geschäft kommen, wie ist denn die Lage? Die Lage ist die, dass ich die gleiche Person 4-mal vorbeikommen gesehen habe. Jedes Mal hat er ein bisschen anders ausgesehen, aber ich weiß, dass es der gleiche war. Vielleicht wohnt er ja hier, genau. Ja, woher wisst ihr das? Ich wurde zu ausgebildet, das zu erkennen, Abdelatrian. Ich beobachte den ganzen Tag von hier aus der Schatte. Ist euch sonst irgendwas aufgefallen? Vielleicht wohnt er ja hier. Er streift durch die Gegend und beobachtet mich. Naja, jetzt seid ihr da. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr über ihn in Erfahrung bringen, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Klingt doch super, oder? Falls das der Mann ist, den wir suchen, wird's nicht lang dauern, ehe er sich wieder zeigt. Und wo ist er dann? Der Knetkopf. Aha, da erscheint er aus dem Nichts und er sieht sehr noch Vampir aus. Wir haben unsere Antwort. Da kommt er wieder. Er sieht bei Nacht anders aus. Irgendwie gruselig. Warten wir mal, ich werde rausfinden, was da los ist. Hey du, Freund. Ein schöner oben für einen kleinen Spaziergang, nicht wahr? Luke, ich hab euch gesucht. Wer spricht da zu mir wie ein alter Bekannter? Lassalle hieß er. Das ist ja passend, Mook, denn ich habe euch beobachtet. Ach ja, was will er dann im Schilde? Wirklich, mein Shenny? Es wird Zeit für euch, das Leben zu verlassen. Die Beutestücke der Verbrecher von einem anderen Mann zu bewachen, ist kein Leben für eine Frau. Ihr dürft gern eure Meinung haben, aber vielleicht entscheide ich mich zu bleiben, wo ich bin. Wählt nicht der schwierige Weg, ihr Schwächling. Ihr werdet auf jeden Fall zu mir kommen, erwarten keine Hilfe von dem Abschaum. Ihr Tod wird, so wie es in der Sterne steht, heute Nacht stattfinden. Zu mir, Abdelatrian, Verrot liegt in der Luft. Naja, jetzt ist er tot. Okay, wir sollten mal Anomen vorschicken. Weil, ja, den kann er gern attackieren. Jetzt machen wir mal fertig. Blut riecht aber sehr einladend. Na, verdammt sei er Seele, Emporkömmling. Ich hab euch nicht zum letzten Mal gesehen. Okay, was hat denn die Mook noch bei sich? 12 popliche Goldstücke und beschlagene Lederwamse nur Kurzschwert. Damit ist die Hauptmann der Gartewoche. Naja. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal kurz hier. Weil können wir nämlich auch direkt zur der Schattendiebe untere Etage gelangen. Wie ich es in der letzten Episode gezeigt habe. So. Da kommen wir dann wieder bei der große der raus, wo es dann zum Gemeinschaftsraum geht. Und ich finde, da wir sie auch die ganze Zeit mit Handlanger zu tun haben, können wir Aran Linweil genauso gut unserem Running Dwarf hier schicken, weil der ist einfach am schnellsten und ich will mal ein bisschen Zeit sparen, um ganz ehrlich zu sein. Weil wieso sollte ich da in Person jedes Mal zu dem Typ herrennen, wenn ich genauso gut einen aus der Gruppe hier schicken kann, der mit dem großen Mann spricht. So, dann gehen wir mal hier rein. Okay, Corgi, du hast einen Bodegang und jetzt sag bitte, der blöde Zwerg macht das schon. Los! Ja, der blöde Zwerg macht das schon. Das passt gerade so richtig gut, finde ich. Ach ja, noch so ein Schluck Wasser genommen. Und er ist relativ bald da. Gucken wir gerade mal auf die Karte. Ja, der ist kurz vor knappig. Da kommt er schon arg gestürmt. Und spricht er mal mit dem Chef. Was habt ihr zu berichten? Handeln wir doch mal wie Korgan. Mook ist tot, aber die Ladung in Sicherheit. Jetzt verlange ich, wofür ich bezahlt habe.
Ich kann euer Bedenken verstehen, aber wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir erst den Weg freimachen. Ich werde euch genau das geben, was ihr braucht, aber die Angelegenheit muss erst mal beigelegt werden. Ich werde euch davon in Kenntnis setzen, was Erste zu tun ist. Ihr werdet die Notwendigkeit einsehen. Die Ereignisse bestätigen meine Befürchtungen. Die rivalisierende Gilde weiß genau, was wir durchschaffen. Wahrscheinlich aufgrund von den Verrätern, die zu ihnen übergelaufen sind. Wir müssen weitere Verräter davor abhalten, uns zu verlassen. Zwei von unserer Leid, Jalos und Kaen, planen, unsere glännige Gemeinschaft zu verlassen und zum Feind überzulaufen. Woanders ist das Gras immer grüner oder irgend sowas. Naja, ihr wisst schon. Die sollen ihr Kontaktperson im ersten Stock von der Schenke die 5 Krüge im Brückeviertel treffen. Gehen mal dort hier und stellt euch als einer von den neuen Rekruten von unserem Feind vor. Ich will wissen, wo sich das Versteck vom Feind befindet. Das müssen wir noch finden. Der Rekrutierer kann jeden Moment eintreffen, also sollten euch besser auf den Weg zu den 5 Krüge machen. Sie könnten sich als unvernünftig und unzumutbar herausstellen, also seid auf Feindschaft gefasst. Kommt wieder, wenn ihr die benötigte Informationen habt. Sehr schön, das gab anscheinend so viel Erfahrungspunkte, dass Edwin eine Stufe aufgestiegen ist. Aber das feiern wir doch in Anwesenheit von der ganzen Gruppe. Und wenn Korgan wieder dabei ist, dann lassen wir Edwin auf Level 14 endlich mal aufsteigen. Das wurde auch mal wirklich Zeit, dass der Knabe auch mal gescheite Level erreicht. Und ich glaube, ab dann müsste er auch Level 7, Stufe 7 Zauber, Grad 7 Zauber beherrschen. So, 17. Okay, bei ihm ist es auch bald soweit, dass er auf 18 aufsteigt. Korgan ist auch bald auf 16. Anom braucht noch ein bisschen. Vikonia 8. Und sehr geil. Zusätzliche Magierstufe, Stufe 7, 2 Stück. Ein Trefferpunkt und 3 Sagenkunde mehr. Oh, der braucht auch noch eine ganze Ecke, bis er aufsteigt. Okay. Dann würde ich sagen, oh je, er kann noch zusätzlich 2 Zauber wirken. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall Kelbens parierende Peitsche. Das durchschlägt so ziemlich jeden Zauberschutz. Dann Rubinrote Strahl der Aufhebung. Zerstört einen Zauberschutz beliebigen Grades. Die Zauber, die durch den Strahl betroffen werden, sind geringe Zauber zurückwerfen, bla 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 bla. Magieresistenz schützt nicht vor diesem Zauber. Es wird automatisch der Zauberschutz des höchsten Grades zerstört. Liegen 2 verschiedene Zauber des gleichen Grades auf dem Magier, wird der betroffene Zauber zufällig ausgewählt. Okay, dann würde ich sagen, das packen wir auf jeden Fall auch noch mit dazu. Ein Wort der Macht Betäubung ist auch sehr, sehr praktisch. Dann können wir sie bis zu 1W4 Runde festhalten. Das ist schon nicht schlecht. Können wir auf jeden Fall dazu machen. Und Untote befehlichen ist vielleicht nicht schlecht. 1 bis 4 untote Wesen im Wirkungsbereich seinen Willen. Der Zauberer kommuniziert mittels telepathischer Verbindung und übt so eine absolute Kontrolle über die unterworfenen Untoten aus. Untote mit 3 oder weniger Trefferwürfeln erhalten keinen Rettungswurf. Mit 4 oder mehr Trefferwürfeln können sich den Auswirkungen mit einem erfolgreichen Rettungswurf gegen Zauber widersetzen. Die Untoten bleiben unter der Kontrolle des Magiers, bis die Wirkungsdauer ändert oder Magiebann erfolgreich auf sie gewirkt wird. Das ist gegen Vampire ach nicht schlecht, denke ich. Und andere Grad 7 Zauber haben wir gerade nicht parat, weil ein Ifrit-Beschwörer oder ein Djinn-Beschwörer, das ist eigentlich Pille-Palle-Quatsch, das brauchen wir nicht. Ja, ich kümmere. Wir könnten höchstens auch nochmal bei Waukins Promenade vorbeigucken, ob man da einen schönen Grad 7 Zauber noch abstauben könnten für Edwin. Ich glaube, das machen wir auch. Wenn wir jetzt wirklich tatsächlich schon so weit sind, dass wir Grad 7 Zauber lernen können und einsetzen können, dann sollte man das auf jeden Fall auch nutzen. Ist die flammende Wolke... Ich muss gerade mal gucken, ist die flammende Wolke? Nee. Auf Grad 8 habe ich den Schutz vor Energie. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Symbol der Furcht ist ganz nett. Wort der Macht Blindheit. Ich sollte auf jeden Fall noch ein paar schöne, hohe Zauber-Eikarfe gehen. Dass unseren Magier auf hohem Level auch auf jeden Fall ein paar parat hat. Ich glaube, auf Stufe 18 oder so dürfte er dann auch wirklich die richtig gute Dinger machen können. Deswegen werde ich jetzt nochmal kurz bei Waukins Promenade vorbeischauen, bevor wir ins Brückeviertel gehen. Dafür schicke ich jetzt nochmal Korgan raus. Da ist ja nochmal Zerns früheres Zuhause. Das ist hier. Hätten wir Zernt in unserer Gruppe als Druide,
dann wäre das sicher auch nicht verkehrt, weil da startet dann auch nochmal so persönliche Quest, wo Zernt dann zu seinem früheren Zuhause zurück muss. Okay, jetzt retten wir nochmal mit dem. Werde ich wenigstens gut bezahlt. Ribald Tauschmann, stets zu Diensten. Gut, Ribald, was hast du im Angebot für uns? Hier fangen die Zauber an. Nee, da ist nichts Besonderes dabei. Nee, das ist alles nur alter Humbug, den wir schon hin. Ah, Moment. Das war nicht Ribald, das ist da hinten die Dame. Die Frau hier. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber Zeigen wir mal, was ihr guten habt. Tag trotzdem. Okay, jetzt gucken wir nochmal, was die auf Stufe 7 eventuell parat hat für uns. Fernsicht, nee, das Fluchband-Symbol Tod. Das ist Grad 8 für einen Magier, okay. Symbol Betäubung ist 8 Grad 8, Sonnenfeuer Grad 5, okay, das holen wir uns eventuell auch noch mit dazu. Dann können wir uns die dicke Dinger auf jeden Fall mit dazu holen. Was anderes hat die offensichtlich nicht parat, hier die gute Frau. Aber, oh, scheiße, jetzt haben wir es ja gekauft. Bauer? So, ist es denn wichtig, Bauer? Ich gebe dir gleich Bauer. So, das nehmen wir jetzt nochmal mit, das Zeug. Wenn wir da ja Geld davor ausgeben, meine Fresse. Ich glaube, in der Kupferkrone, in der Slums haben sie auch noch so Zauber. Okay, gehen wir nochmal hier zurück. Dann gehe ich nochmal zu der Kupferkrone. Ich habe schon wegen weniger Weil ich glaube, die getötet. haben tatsächlich nochmal ein paar Grad 7 Zauber, wie flammende Wolke und so. Und flammende Wolke wäre schon nicht schlecht, das dabei zu haben. Okay, das geht an dich, das geht an dich und das geht an dich. Jips, lern das doch bitte mal. Dankeschön. Und das kannst du... Oh, okay, scheiße. Na gut, dann kann er nie mehr lernen, schade drum. Aber wir halten uns für Thron des Baal auf jeden Fall mal offen. Weil in Thron des Baal geht's, dass man alte Zauber löschen kann. So, Corgi, Ja, das klingt okay. stürm doch bitte mal in die Kupferkrone und hol do doch nochmal ein Ihr bisschen müsst Trost. eure Ach, Gruppe scheiße. erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Das hatte ich schon wieder nimmer auf dem Schirm, dass man bei der Kupferkrone speichert. Bei Abenteurers allerlei ist ja glücklicherweise keine Speicherung dann, wenn man der Lade betritt. Aber klar, die Kupferkrone ist ein etwas größeres Gebiet. Das ist ja auch mit dem Dungeon verknüpft. Insofern kein Thema. Ich folge euren Befehlen. Gut. Bei mir Ist das Bier? Quatsch. Ich wollte mit dir retten. Ja. Ich habe aus Versehen aufs Falsche gedrückt. Mein eigenes Bier zu saufen. Ja, das solltest du. So, da haben wir doch was. Das ist Zauber zurückwerfen. Grad 7. Perfekt. Dann die Regenbogenstrahlen auf Grad 7. Wunderbar. Flammende Wolke. Auf jeden Fall. Das ist aber Stufe 8. Okay, krass. Hatte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre Stufe 7. Abbild. Sollte man auch parat haben. Und Ifrit beschwören haben wir schon. Okay. Das kaufen wir uns auch noch. Oh, jetzt ist unser Geldvorrat doch schon erheblich geschrumpft. Also für die große Zauber gibt man definitiv schon was aus. Zauber zurückwerfen sollte mit dabei sein. Flammende Wolke braucht man auch. Die Regenbogenstrahlen holen wir auf jeden Fall. Und Abbild braucht er. Ach, der gute Mann. Okay, das heißt, wir machen das Wort der Macht Betäubung raus. Machen den hier rein. Der rubinrote Strahl der Aufhebung machen wir weg. Zugunsten von Kelbens parierende Peitsche. Und machen dafür dann die Regenbogenstrahlenreihe. Das ist schon ziemlich geil. Rot verursacht 20 Schadenspunkte. Erfolgreicher Rettungswurf gegen Zauber halbiert den Schaden. Orange verursacht 40 Schadenspunkte. Bei Rettungswurf halbiert. Gelb verursacht 80 Schadenspunkte. Und bei Rettungswurf gegen Zauber halbiert. Bei Grün Rettungswurf gegen Gift. Bei Versagen tot. Bei Erfolg 20 Schadenspunkte. Blau, Rettungswurf gegen Versteinerung, bei Versagen versteinert. Indigo, Rettungswurf gegen Zauberstäbe, bei Versagen Schwachsinn. Violett, Rettungswurf gegen Zauber, bei Versagen Auflösung. Also es ist auf jeden Fall ein sehr geiler Kombi-Zauber, muss man sagen. Und der macht schon ordentlich Schade. Wenn die Rettungswürfe nicht bestanden wären, dann hat man richtig Geschisser. Untote kontrollieren lasse ich jetzt erstmal drin, weil wenn wir es nicht mehr mit Vampire zu tun haben, dann packe ich wieder das Wort der Macht Betäubung mit rein. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein paar ziemlich geile Dinger. Schutz vor Energie muss auf jeden Fall rein. Abbild ist was auf jeden Fall rein muss. Und die flammende Wolke. Das sind so 3 Zauber, auf die bestehe ich.
Die Grad 9 Zauber dürften wir dann entweder in einem späteren Gebiet finden oder die finden wir später nochmal, wenn wir wieder nach Athkatla zurückkehren. Bei Abenteurers allerlei dürfte das dabei sein. Also Grad 9 bin ich mir nämlich so sicher, ob wir in Schatten von Am Grad 9 Zauber kriegen. Aber in Thron des Baal kriegen wir auf jeden Fall viele, viele geile Grad 9 Zauber. Zu den 5 Krügen. Da müssen wir jetzt hier. Ich hoffe, das bringt was. Zivilisation, verdammte, verfluchte Menschen. Reizend. Ich bin mir sicher, bei dir ist die Zivilisation viel schöner, Korgan. Auf jeden Fall. Ist das schon mal nicht schlecht? Wir sind gerade bei von etwas stärkerer Abenteurer zu epischer Abenteurer zu werden. Also Grad 8, Abdel Adrians Stufe 17 und dann später 18 ist so an der Grenze zum epischer eigentlich. Und Korgan mit 16, mit Stufe 16 ist er auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher Krieger. Und die Priester dann auf Stufe 18, das ist schon nicht schlecht. Also Stufe 20 ist beim Pen und Paper immer das Höchste, was geht. Und wenn man bei Pen und Paper Dungeons and Dragons weiter aufsteigen will im epischen Bereich, dann muss man sich auf jeden Fall auch entsprechendes Buch holen, damit die auf jeden Fall auch noch entsprechend angepasst aufsteigen. Und dann kann man Charaktere, also Spielercharaktere, auch durchaus bis auf Stufe 30 oder so hochpumpe, aber dann sind es eigentlich schon Halbgötter, würde ich sagen. Weil Stufe 20 ist episch und alles, was über Stufe 20 ist, das bewegt sich eigentlich schon im Grenze zur Gottwerdung. Moment, ich speichere mal hier vorsichtshalber. Nicht, dass ich die ausraub und die schlagen Alarm. Nö, anscheinend nicht. Na gut, dann lasse ich euch aber hier in Ruhe. Und das Zeug packen wir da rein, genauso wie der Ring der Dietricher. Gehen wir auch noch rein. Hier ist nix. Und da sind die Typen, um die es uns geht. Mir was zu tun ist. Stets im Wandel. Dabei. Nur die in ihr lebenden Narren bleiben stets die gleichen. Der Edwin, der hat auch immer zu jedem Scheiß irgendwas Überhebliches parat. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Euer Gewäsch geht mir langsam auf die Nerven. Das sind unser Leute. Wer seid denn ihr? Ich hab doch gewusst, dass wir verfolgt werden. Locker bleibe, Cheyenne. Vielleicht sind sie uns aus dem gleichen Grund wie wir hier. Viele Hände Fug gesprochen, der Wechsel zu vollziehen. Könnt wohl sein. Ihr doch, was macht ihr hier? Babbelt jetzt was und zwar schnell. Ich bin reingekommen, um ein paar Verräter von der Schattendiebe umzubringen. Zufällig welche gesehen. Okay. Machen wir das mal? Oh, ihr seid ja lustig. So klar, dass wir uns einfach hier legen und sterben. Wir kommen hier raus und zwar solange die Chancen gut sind. Bringen sie um, bevor Grayson kommt, sonst werden sie uns nie nehmen. Okay, ihr seid so ein Idiot. Moment, das war nicht richtig. Deswegen laden wir das nochmal. Das war nicht gut. Moment, Quicksave hatten wir hier nochmal. Moment, das war nicht so klug. Noch einmal. Ja. Abdel Adrian macht auf und geh rein. Euer Gewäsch Jetzt geht noch mir einmal. langsam auf die Nerven. Ja, ihr wart auch mit der Kontaktperson verabredet. Ich habe schon Angst gehabt, ihr werdet hier, um mich umzubringen. Ja, ich habe gedacht, vielleicht schreit ihr auch mal nur so rum. Echt, man könnte klar, aber die ganze Gilde wäre los. Wir müssen also nur abwarten. Ihr kennt Ayagosh, jetzt halt Ayagosh und seid still. Es tut mir leid, Shados. Ich habe noch früher drüber nachgedacht, noch jemand anderes zu sehen, der das Gleiche tut. Vielleicht hätte er mal endlich auf meinen Namen zu sagen, verdammt nochmal. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Muss man mal abwarten. Also, Sportsfreund, wer ist es, den ihr hier treffen wollt? Warum? Wissen ihr das nicht? Versucht ihr mir Informationen zu entlocken? Seid ihr ein Spion oder was? Raus mit dem Spruch. Was? Nee, ich weiß es ja, ich bin kein Spion. Gosh, Alter, oder die bringen uns einfach um, anstatt uns aufzunehmen. Oh Mann, die glauben, wir sind Spione, gleich müssen wir sterben. Okay, alle mal ruhig bleiben. Das kann ich natürlich, ihr wisst den Namen nicht, Machen wir mal das. Vielleicht weiß ich den Namen nur zu gut. Vielleicht ist es ja mein Name. Vielleicht bin ich die Kontaktperson. Oh Mann, Jaylos, was ist, wenn die Kontaktperson ist? Wir sind so tot. Ja, das wäre möglich. Ich habe keine Beschreibung erhalten. Verdammt, das hier bricht alles zusammen.
Vielleicht mache ich vielleicht nicht. Sagen wir einfach den Namen. Und schon weiß ich, dass ihr die seid, die ich hole soll. Vielleicht seid ihr wirklich die Kontaktperson. Das wird schon noch sich genug früh rausstellen. Der Name lautet Grayson und wir wollen der neue Gilde beitreten. Das Angebot ist einfach zu verlockend. Kontaktmann der Gilde. Was ist denn hier los? Ich bin Grayson. Sollten ihr mich hier alle treffen? Ihr seid Grayson? Aber, oh zur Hölle, Spione sind unter uns, bringt sie um. Ja, Spione, tötet sie, bevor sie euch verraten. Was? Nee, ihr seid die Spione, helfen uns, die umzubringen, Grayson. Nee, ihr seid die Spione. Los, Grayson, wir holen sie uns. Jetzt ist aber Schluss. Die Sache ist aus, ich bringe euch alle um. Okay, dann gelangst du glücklicherweise hier genau der Richtige. Dann machen wir erstmal den Grayson platt. Und dann kümmern wir uns um die Knetköpfe hier drin. So. Wie viel hat dann der Gavin Grayson? 1400, okay, das ist popelig. Und der hat, 1400 Gavin, okay, das werden wahrscheinlich irgendwelche gammliche Stufe 12 Charaktere oder so sein. Und was Besonderes haben die auch nicht bei sich. Aber der hat Zeich dabei, das ist gut. Der hat jede Menge Crew, die wir gebrauchen können. So zum Beispiel auch Korgans konzentrierte Heiltränke. Das ist noch, Moment, das ist ein Trank der Unverwundbarkeit. Das können wir, glaube ich, Korgan getrost geben. Und der bewahrt erstmal die Dinger auf. So, zack, zack. Und dann haben wir noch einen Zweihänder plus 2. Und Schreiben des Kontaktmanns. Grayson. Ja, Grayson. Man hat euch alle notwendigen Ressourcen für die Ausübung eurer Pflichten zur Verfügung gestellt. Ihr solltet also ohne zu zögern agieren. Wir haben dem Friedhofwärter mehr als genug bezahlt, dass er sich nicht bei den Grüften blicken lassen sollte. Achte darauf, dass die Ungezieferjäger der Stadt ebenfalls geschmiert werden, damit sie hier nicht nach Spinnen jagen. Falls sie diese verdammte Peina und ihre Haustierchen finden, werden sie wohl auch unweigerlich auf uns stoßen. Befolgt diese Instruktion genau und ohne noch weitere Zeit zu vergeuden. Lassalle. Lassalle kennen wir. Das war der illustre Vampir, den wir am Hafen getroffen haben. Peina kennen wir auch, die haben wir schon getötet. Das war die Drow, die ohne ihr Spinneparadies aufgebaut hat. So, Moment. Kommt mir nicht zu nah. Die wieder. Es ist schlimm genug, dass bei jeder Brise euer Gestank zu mir herüberweht. Muss ich auch noch in euren ranzigen Ausdünstungen baden? Natürlich. Ich bin nicht nur in eurer Nevikonia. Was ein perverses Spielchen ist denn das jetzt schon wieder? Na egal, Abdel Adrian, lass mich in Frieden. Wie gesagt, die Gutfrau ist nur verliebt und weiß nicht damit umzugehen. Das kennt man ja. Okay. Und wenn man halt keine Liebe ausdrücken kann, dann versucht man halt die Person so schlecht wie möglich zu machen, damit man sich selber Rechtfertigung geben kann, dass man mit der Person nichts mehr zu tun hat und dass man die Verbindung kappt. Das kennt man ja nur zu Genüge. Von diverser menschlichem Verhalten. So. Gehen wir hier und gehen wieder raus. Und dann geht's wieder ab zu den Docks. Aber ich bin eigentlich recht froh mit dem, was wir jetzt mal an Zauber uns dazu verdient haben. 85.000, scheiße, das hat echt ein Riesenloch in die Gruppenkasse gerissen. Aber scheiß drauf, dafür hat Edwin richtig gute Zauber parat. Und wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass das Versteck der Schattendiebe, sage ich, dass das Versteck von der rivalisierenden Gilde wohl im Friedhof liegt. Wer hätte es gedacht, wenn Vampire der Feind sind, ne? Okay, dann gehen wir mal zu den Docks runter und schauen, was es hier gibt. Ja, wie gesagt, wer hätte es gedacht, dass Vampire dann im Friedhof unterwegs sind? Ja, und so weiter. Okay, dann gehen wir mal hier wieder runter. Das heißt, du gehst dort hier, du kannst dort bleiben, du gehst dort hier, wir holen ja da und Edwin dort bitte. Bevor der irgendwann auf der Treppe stehen bleibt oder so, machen wir das doch lieber so. Okay. Edwin hat diesen geilen Stab der Überraschung mit 50 Aufladungen. Ich bin hier mal echt gespannt. Ich werde mal ein paar Mal Just for Fun probieren und dann einfach mal speichern, bevor ich das probiere. Ja.
Okay. Dann wissen wir jetzt, wo wir hinzugehen hin. Und unseren Running Dwarf, der geht jetzt mit seiner Dokumente dorthin zum Aranlinweil und steckt ihn jetzt mal, was hier Sache ist. Okay, run, boy, run. Werde ich wenigstens gut bezahlt. Aber diese Unverwundbarkeitstränke sind vielleicht, im Nahkampf gar nicht mal so verkehrt, wenn ich mit Rettungswürfe plus 5 rechnen kann. Moment, was war da noch mit dabei? Rettungswürfe plus 5? Und die Rüstungsklasse, okay, Rüstungsklasse wird auf 0 gesetzt. Hallo? Nee, eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich ist das echt Quatsch. Das können wir eigentlich wirklich verkaufen. Ich habe gedacht, das wäre auch Rüstungsklasse minus 5. Von daher, na egal. Dann ist das wirklich Quark. Dann können wir die Dinger vertickern. Okay, Aranlinweil. Was habt ihr über Jalos und Kehan zu berichten? Die Kontaktpersonen und euer Überläufer sind tot. In dem Brief wurde das Friedhofsviertel erwähnt. Friedhofsviertel. Da findet sich hier versteckt zweifellos in der Toruna liegende Krypta. Wenn man sich das mal so anguckt, was wir bisher über ihre dunkle Natur wissen, überrascht mich das auch nicht. Ihr wart nicht die Einzige, die letzte Nacht beschäftigt waren. Der Anführer von der rivalisierenden Gilde hat einen waghalsigen Angriff auf uns gestartet. Sie kann nur ein Vampir sein. Viele von ihren Diener, es ist an der Zeit zurückzuschlagen. Und die Leid sowie die Stadt diese eigene Hände zu beschützen. Begeht euch zum Friedhofsviertel und findet ihr Versteck. Unter der Gräber gibt es ein Netz aus Höhle und Gänge, in denen andere Spion einer von Bodhis Diener aufgespürt hat. Bodhi, das ist dann die rivalisierende Chefin. Dort werden ihr knapp nördlich vom Spinnenbau blaue Deere finden. Die Deere sind so schwer, als dass Sterbliche geöffnet werden könnten, aber die Vampire durchschreiten sie sicher mit Leichtigkeit. Ich denke mal, ihr habt einen Plan, oder wollt ihr, dass ich die Deere mit dem Kopf einschlag? Ich wäre euch ein Zauberer schicken, der davor sagt, dass die Deere sich öffnen. Hier, ihr werdet die Pfähle benötigen, wenn ihr die Kreatur wirklich fertig machen wollt. 4 Pfähle kriegen wir. Wenn ihr das Böse in ihnen vernichtet habt, kommt hierher zurück und ich werde meinen Deal von der Verabredung einhalten. Wenn ihr die Arbeit gut macht, dann könnt ihr Imon am Morgen sehen. Was sagt denn ihr? Ist das zu gefährlich? Könnten jede Menge Vampire rumlungern, auf jeden Fall. Ich bin schon auf dem Weg, aber jetzt solltet ihr besser euren Deal von der Verabredung einhalten. Ihr habt meine beste Wünsche, Abdel Adrian. Ich wünsche euch alles Gute. Oh cool, Abdel Adrian ist auch aufgestiegen. Ich hab schon wegen Und Korgan ist auch bald soweit. Sehr, sehr geil. Das ist doch richtig gut. Okay, jetzt haben wir auch noch jede Menge Pflöcke mitgekriegt. Mit der beste Grüße von Aranlinweil. Insgesamt 4, das passt genau. Dann versammeln wir uns da mal und marschieren noch zum Friedhof. Du rennt da wie ein Blöder. Und das Ding kann dann Edwin, das geht in die Akte. Das geht an Vikonia erst einmal. Oh, der ist schon voll. Okay, dann geht es erstmal in die Akte-Reihe. Vikonia verwaltet den Scheiß. Korgan vertraue ich definitiv die Holzpflöcke an. Ich denke, das ist ein sehr effizienter Vampirjäger und Töter. Okay. Schadensfaktor für hinterhältigen Angriff erhöht um -1. Das ist auch nicht schlecht. Also das heißt, das ist dann 7-facher Schaden bei hinterhältigem Angriff. Geil. Zusätzliche Fähigkeiten Punkte 15, die können wir hier verdelen. Zusätzliche Trefferpunkte 2 und Sagenkunde 3. Das heißt, ich würde jetzt hier eigentlich leise bewegen, nochmal auf 115 machen und würde dann nochmal in Fallen finden, eigentlich ultimativ in Schlösser öffnen, damit wir wirklich jeden Scheiß knacken können. Gut, die nächste Stufe ist schon ein bisschen weiter, aber ich glaube, wir können Abdel Adrian tatsächlich bis auf Level 20 pushen hier in dem Abenteuer. Schauen wir mal. In Baldur's Gate 2 denke ich definitiv, dass wir mit Abdel Adrian Stufe 20 erreichen können. Es sei denn, der Sprung von Stufe 19 auf Stufe 20 ist derart absurd, dass wir Stufe 20 nie mehr sehen werden. Das ist eigentlich schon ziemlich krass. Während ein Dieb hier so ein Schurke auf Stufe 20 aufsteigen kann während dem gesamten Spiel Baldur's Gate 2, ist es beim Druide zum Beispiel so, dass dessen Höchstlevel in Baldur's Gate 2 Schatten von Am bei 14 liegt. Also es ist teilweise schon etwas unfair gestaffelt, aber das wird wahrscheinlich anhand von der Fähigkeiten und so angepasst worden sein. So, jetzt gehen wir nochmal dort hier. Gerade so ein bisschen Frosch im Hals noch. Und das ohne überfallen zu werden, das ist nicht schlecht. Okay, da würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal dort hier.
gehen da runter, wo wir auch die Spinnebaute und so weiter gehabt haben. Wo wir wissen, wo das Zeug liegt. Das hatten wir ja dank Korgans Aufgabe, das Buch von Khazar hieß die Aufgabe. Und dank dem wissen wir auch Bescheid, wo das alles ist. Und da haben wir auch die blaue Dere schon gesehen. Corgi. Nee, da war der Holzpflock da aber noch. Es könnte jetzt sein, dass die Spinne als Gegner wieder respawnt haben. Ja, da ist noch ein Holzpflock. Den nehmen wir vorsichtshalber auch noch mit. Nee, die Spinne haben hier nicht respawnt. Ah doch, aber hier. Sehr schön. Dann machst du da mal fertig, Korgan. Das sollte für dich eigentlich kein Problem mehr sein. Du machst den hier platt, du den und Edwin macht den hier fertig. Und weiter geht's. So. Vicky macht doch nochmal die Spinne platt. So. Sehr schön. Gerade dafür, dass Lolth die Drow-Hauptgöttin und Spinnegöttin geschmäht hat, dürfte die doch liebend gern Spinne töten. Okay. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am aufpelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.